neue, geschwächte Binnenkraft. Und wenn dann Wärme im Offen, bullerte die Luft von Russe vier vom Himmel, der Schnee samt auf der Hut. Vom Tode die Gebiete, sich Kinder lachen nicht. Das war dann Kirche Weihnacht, wovon man heute noch spricht. Christnach in Köln, noch Dome nach Sion, dann könnt doch ihr verzellen, dann könnt doch ihr verstehen. Christnach in Köln, noch Dome nach Sion, dann könnt doch ihr verzellen, dann könnt doch ihr verstehen. Günther. Jetzt kommt etwas, so langsam kommen wir jetzt zum Dessert. Und ich habe Ihnen ja eben mal gesagt, eingangs, ich habe noch ein musikalisches Dessert für Sie. Ich muss ein bisschen was ziehen, weil das Dessert ist noch nicht da. Wir haben so ein musikalisches Dessert für Sie. Sie machen so einen traurigen Eindruck, die Frau. Sie haben aber Spaß. Ja? Gut. Es ist Ihr Gesicht angekommen. Wir haben so ein kleines Dessert für Sie gleich vorbereitet. Eins, was Sie auf den Teller kriegen. Ich weiß noch nicht, was das ist. Rote Grünze oder so jetzt. Ja, so jetzt. Schönes. Hey, was Leckeres. Haben wir vorbereitet für Sie. Und noch ein musikalisches Dessert. Die Kölner Domstädter kommen noch. Und das wird den Saal hier nochmal rocken, denke ich mir. Aber zuvor gleiten wir jetzt langsam aus unserem Programm raus. Und Sie sehen, es haben wieder Solistenaufstellung genommen. Unsere Chorleiterin zupft an der Gitarre. Monika Hengstenberg hat die Orgel übernommen. Und ich sage Ihnen einfach viel Spaß bei Jude Dank. Noch einmal
muss mich mal zwischen die drei stellen. Ganz hervorragend. Die drei hatten nämlich Angst vor diesem Solo, weil sie das erste Mal hier über so eine Bühne standen. Aber ich habe gesagt, da unten sind lauter freundliche Leute. Und wenn man von hier oben runter guckt, die sind im Prinzip ja nicht toll, es sind nämlich alle düstere. Das ist schon mal sehr gut. Man sieht eigentlich nur die Kerzen. Aber ich fand das ganz toll. Vielen Dank. Bravo! Wo sind Sie jetzt hin? Der Orbit, Angela. Sehen Sie, das ist live. Jetzt müssen wir uns schon absprechen. Meine Damen und Herren, auch wenn der Sieg für jeden, aber der Dom lief immer Stunden und das ist was Schönes. Und wir sagen jetzt, der Orbit war schön. Wir machen jetzt was, das hätte jetzt überhaupt nicht hier, aber die Domstädter spielen und ihr da oben singt und Tannenbaum, ja? Das kriegen wir jetzt hin. Ich muss es gerade erklären, Tag zusammen. Wir kommen vom Roncalli-Platz und da ist schwer wegzukommen. Da war viel Theater und die haben uns auch nicht von der Bühne gelassen, aber jetzt sind wir hier. Aber wenn ihr seht, es fehlt noch etwas. Es ist noch ein Auto unterwegs und dann ist uns graue Eminenz
unsere musikalische Inquisition, der Dirigent ist noch nicht da. Man könnte sagen, wie immer, wir können immer auf der letzten Rille. So. Man könnte ja jetzt auch spielen, denn ihr kennt den Spruch, ne? Ohne ist schöner, aber mit ist sicher. So. Also warten wir jetzt noch auf den Dirigent. Was? Wolltest du singen, oder? Du wolltest dirigieren? Ja, lieber, ja, das wird ja immer besser. Hey. Also, das ist ein Lied, das können wir auch ohne Dirigent spielen und ihr könnt das ohne Dirigent singen. Für euch jetzt O Tannenbaum, lass ja. Da ist der Dirigent ein Sonderapplaus. Da ist er. Jetzt kann ich endlich das ansagen, was ich die ganze Zeit versuche, wenn der Dieter mir nicht immer das Mikrofon aufnimmt. Ich habe es jetzt festgehalten, da hatte sie ein anderes gesucht. Es ist schön, dass man gute Freunde im Kölner Karneval hat. Es ist schön, wenn man viele Freunde hat, die im Kölner Karneval aktiv sind. Und es ist schön, wenn man Freunde hat, die Dieter Kaiser oder Thomas Sieger heißen, weil da ist nur zweimal telefoniert worden und dann stand fest, die Domstädter machen hier heute Abend den Abschluss. Sie haben heute in 14 Tagen ihr erstes Weihnachtskonzert, was allerdings, glaube ich, schon ausverkauft ist. Samstag gibt es noch Karten, also heute in 14 Tagen gibt es noch Karten, Sonntag gibt es keine mehr. Ich muss sehen, dass ich mich mit meinem Presseausweis da irgendwie reindrücke. Meine Damen und Herren, es ist wunderschön, immer die Domstädter zu hören, besonders wenn wir im Karneval unterwegs sind, die Chorleiterin und ich. Und dann sage ich immer, was nimmt der Mann morgens ein, damit er so auf der Bühne sein kann? Dann hat mir immer jeder gesagt, das verrät er nicht. Dann habe ich gesagt, in 14 Tagen ist der Thomas bei mir, ich werde ihn fragen. Du nimmst nichts, ne? Noch ein kleines bisschen nehme ich. Und zwar einen besonderen Aromatee, spanischer Trauben heißt. Bitte?
spanische Orange und das mit sehr viel Liebe kredenzt, dann ist der ganze Tag schon wunderbar. Da kann eigentlich alles super schön, dann kann noch so schlimme Sachen kommen, alles funktioniert. Kann ich sehen, meine Frau hat mir davon 5 Kartons von dir geholt, ich kann mich nicht so bewegen wie du. Ja, da drohen sehr wahrscheinlich die falschen 5 Kartons. Meine Damen und Herren, ich bewundere diese Menschen immer wieder, wenn wir Karneval Samstag bei guten Freunden im Christausaal sind und er steht auf einmal mitten im Saal irgendwo auf einem Tisch und ist dann am Dirigieren. Viel Spaß mit den Domstädtern unter der Leitung von Thomas Sieger. Jetzt musst du in der Giron auf die Bühne kommen. Ein bisschen lauter sein. Ja, Moment, du kriegst Rückenwette da. Also, jetzt ganz am Anfang haben Sie ja schon wunderbar O Tannenbaum mitgesungen, sensationell. Jetzt ein Flug über den großen Teich und da wurden natürlich auch sehr, sehr schöne Weihnachtslieder gemacht. Zum Beispiel Santa Claus is Coming to Town. Als ich gerade so verspätet reingekommen bin, habe ich gehört, dass die ganz fantastisch singen können. Doch, wirklich, wirklich. Und das möchte ich gerne jetzt noch mal selber hören. Wir werden jetzt zusammen das Lied Alle Jahre
wieder anstimmen. Ich denke, das ist jedem bekannt. Und wir machen 3 Strophen. Ich hoffe, dass wir in allen 3 Strophen textsicher sind. Ich bin es nämlich nicht. Ja, wir pendeln jetzt immer so zwischen dem alten Kontinent und dem neuen Kontinent hinterher. Jetzt sind wir wieder im neuen Kontinent und da hat eine sehr bekannte Sängerin, Mariah Carey, ein wunderschönes Weihnachtslied gesungen. Und es hat einen wunderbaren Text, eigentlich einen Titel besser gesagt, und zwar All I Want for Christmas is You. Und falls Ihnen jetzt irgendwie ein bisschen kalt sein soll, wir haben da gerade das Konzert auf dem Roncalli-Platz gehabt, da war es mächtig kalt. Hier ist es jetzt nicht wirklich kalt, aber es kann ja noch ein bisschen heißer werden. Ne? Und deswegen, falls ich gleich mich zu Ihnen umdrehe, möchte ich gerne, dass Sie tatsächlich auf mein Zeichen in die Hände klatschen. Und wenn wir das zusammen machen, wird das großartig. Passen Sie auf. Peter, ich habe noch was vergessen. Wir haben nämlich noch eine ganz großartige Solistin gerade für dieses Stück parat. Hören Sie diesen lieblichen Klang des Glockenspiels, gespielt und zelebriert von keiner geringeren als Petra Cremelius.
bin abgeschaltet. Wo bist du? Wo sitzt denn? Ja, hier, also kann ich nicht sehen. Ich habe eine Brille in der Tasche. Warte, das ist Brille aus der Tasche. Scheijacke in der Tasche. Hör mal, ich meine, die sitzen auch so schön ordentlich. Habt ihr gut gegessen? Hat das geschmeckt? Entschuldigung. Habt ihr euch danach schon bewegt? Nein. Noch nicht gut, ja. Vielleicht versuchen wir mal, wie sich für mich so niedlich, ja. Lass mal da nächstes Jahr wieder anfangen, jetzt machen wir das anders. Wir haben ja auch was anderes, wir müssen das nicht unbedingt mit Karneval, das jeder anders. Wir haben wunderschöne Musik aus unserem Sommerprogramm. Macht doch mal was aus unserem Sommerprogramm. Ja, gut, ja, das wäre dann sowas, wo ihr euch bewegen könntet, aber nur wenn ihr wollt. Ich meine, ihr könnt auch sitzen bleiben. Da setzen wir uns auf. Was denkst du, was wir sitzen für scheiß Musik machen? Das zeige ich. So, viel Spaß, Herr Kapellmeister. Was noch? Der Herr Kaiser ist so richtig einer von der Avantgarde. Wirklich, also, was der jetzt gerade mir aufgetragen hat, habe ich gedacht, hei, guck mal, dass die Kütz irgendwie stehen bleibt. Rocking a New Century. Musiker bei der Auder, sie suchen Not. Wie
modernere Nummer gemacht haben. Sie sind total fachkundig. Simon, das ist übrigens mein Freund, mein langjähriger Musikkollege. Und der spielt heute, ja, das zweite Mal mit den Domstädter zusammen. Und das ist mir eine ganz besondere Ehre, weil er ist nämlich einer der besten Saxophonisten, die ich kenne. Bitte einen extra Applaus für Guido Simon. Und Simon, so nennen wir ihn nicht. Simon, hast du gerade gemerkt, dass dieses Publikum tatsächlich immer auf 2 und 4 geklatscht hat? Also, Hut ab. Wir haben schon oft mit Vorleuten gespielt, die haben ganz stumpf irgendeinen Rhythmus gemacht, der war aber nie in der Musik drin. Ja? Aber sie haben das genau richtig gemacht. Und da sie gerade so tapfer waren, haben wir jetzt wieder einen kleinen versöhnlichen Song aus unserer kölschen Heimat. Einen, finde ich, den schönsten Song, den die Blackfoes je geschrieben haben. In unserem Fehl. Und wenn Sie jetzt mitsingen, bitten wir herzlich darum.
Ja, zu dem nun folgenden Song muss man wirklich was sagen, weil er eigentlich in seiner Entstehung uns für seinen Zweck schon so viel Weihnachten drin hat, dass es dass sich so manche andere Sachen daran ein Beispiel nehmen können. Der nächste Song wurde geschrieben von Bob Geldof. Bob Geldof hatte eine wunderbare Idee. Es war in den 80ern, als tatsächlich mit Rodolph. Jetzt Stille. Ja? So. So. Wo war ich stehen geblieben? Bob Geldof, den Song geschrieben, genau. Und das war in den 80er Jahren. Und da herrschte eine riesengroße Hungerkatastrophe auf dem großen afrikanischen Kontinent. Und Politiker, Staaten, Nationen konnten sich bei der UNO nicht darauf einigen, diesen Menschen zu helfen. Und dann hat Bob Geldof eine Aktion gestartet, wo er gesagt hat, wenn die nicht können, wir Musiker, wir können es. Und hat ein kontinentenübergreifendes Konzert gestartet, dieses Band Aid Projekt. Und es hat wirklich alles mitgemacht, was Rang und Namen hat. Und am Ende der großen Konzertveranstaltung, die live in alle Herrenländer ausgestrahlt wurde, wurde der nun folgende Song gesungen. Do they know it's Christmas time? By the way, es war eine der erfolgreichsten Spendenaktionen überhaupt.
die Musik noch ein bisschen zurück, der Chor möchte gerne vor euch, also rückt die Musik ein wenig nach hinten, nicht zu weit. Ja, meine Damen und Herren, ich weiß jetzt im Moment ja nicht, was ich sagen soll. Wir sind am Ende unseres Programms. Sie haben mich fast 5 Stunden lang ertragen. Ich möchte mich jetzt zuerst mal ganz, ganz herzlich bei den Domstädtern aus Köln bedanken. Es war toll, wie ihr den Saal noch mal so richtig schön, ich würde sagen, aufgemischt habt, lieber Thomas. Wir singen jetzt unser letztes Lied, aber ich habe so die Befürchtung, dass es nicht das letzte sein wird, weil ich kann von hier oben gut lesen, Sie haben Zettel auf den Tischen. Da wird noch irgendwas passieren, was ich jetzt nicht weiß. Das ist vielleicht auch ganz gut so. Wir wünschen Ihnen jetzt 3 Engel, die Sie auf dem Nachhauseweg begleiten. Good Jod He. Wir wünschen euch den Engel für den Hinweg. Wir wünschen euch den Engel für den Nacht. Der 3. Engel, dass ihr früh am Morgen sind ohne Kopfing dankbar froh und wach. Wir wünschen euch 3 Engel für zu Wessel, damit ihr uns 4 Abend habt. Das könnt ihr sehen, manch Engel, der fängt morgen, hat wieder mit dem Jeck gespielt, ja. Vielen Dank. Ich will mich jetzt schnell von Ihnen verabschieden, ehe man mir das Mikro aus den Händen nimmt. Das denke ich nämlich, dass das jetzt jeden Moment passieren wird. Schön, dass die Domstädte noch hinter uns standen und vielleicht, wenn wir dann weg sind, noch eine blasen, dann wird es doch einfach. Meine lieben Damen und Herren des Chores, es war mir wie immer eine Ehre, mit euch hier zusammen auf der Bühne zu stehen. Ein ganz besonderer Dank gilt, was? Wer? Die kriegen gleich Scherze. Ja,
Mein ganz besonderer Dank gilt natürlich unserer Chorleiterin, die die musikalische Leitung hatte, heute Abend und auch in den letzten Konzerten. Ich möchte mich ganz schnell bedanken bei Gregor Rotarius, der heute Abend ein Video über mehrere Stunden gedreht hat, bei unserem Freund Jürgen Fahrenkamp, der Fotos gemacht hat für uns, bei den Jecke-Lörer, die heute Abend die Bewirtung gemacht haben. Ihr seid einfach spitze. Vicky, danke. Danke, danke, danke. Das kann ich euch nur auch gut machen. Bei Florian Südow und Thomas Lowe von der Stadt Troisdorf ein ganz dickes Dankeschön für die Technik. An den Kinderer Michael Klein, der wieder in langem Bett sind, dem auch ein Dankeschön, dass er mit dem Essen so hervorragend geklappt hat. Ich möchte mich noch bei meinem Dienstherrn bedanken, mit der VR-Bank Rhein-Sieg hier in Troisdorf. Die haben uns etwas finanziell hier unterstützt, sodass wir Ersatzkerzen kaufen konnten, sonst wäre die mehr lang muss. Ich danke allen Helfern, die heute Morgen hier mit aufgebaut haben, meinem Team, die mich wochenlang unterstützt haben. Es war toll, es war einfach toll. So, und jetzt würde ich mich persönlich freuen, wenn ich Sie 2014 wieder mit meinen Sprüchen und Verzerrlicher erfreuen könnte. Und wenn der Jecke-Chor, der Jecke-Büngel Sie wieder, der Jecke-Chor, der Jecke-Büngel Sie wieder einladen könnte zu einem Abend im Advent 2014 in der Kühls. Vielen, vielen Dank. Und jetzt gebe ich das Mikro ab. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Chor Jecke-Püngel möchte sich ganz herzlich für Ihr Kommen bedanken. Und auf diesem Wege möchten wir uns auch gerne mal bei unserer Chefin bedanken, die uns ertragen musste, was nicht immer sehr einfach war. Das ist schon ein Haufen Flöhe, diese Weiber, muss ich ja mal so sagen. Und liebe Angela, wenn du doch dann bitte mal kommen würdest. Von uns als kleines Dankeschön, dass du uns so ertragen hast, uns das alles beigebracht hast, dass du oft falsche Kölsch ertragen hast. Ich möchte Ihnen nicht erzählen, was dabei alles rausgekommen ist. Der Chor kommt aus mehreren Teilen Deutschlands und es ist schon recht witzig, wenn man dann hört, liebe Gisela, wenn man dann einem Nordlicht erklären muss, dass der Klöß keine Klöße sind, sondern dass der Klöß der Nikolaus ist. Also wir hatten sehr, sehr viel Spaß und auf diesem Wege möchten wir uns ganz herzlich bei dir bedanken. Auch dir ein kleines Dankeschön. Herzlichen Dank für deine Zusammenarbeit und wir haben uns gefreut, dass wir das alles so mit euch machen durften. Herzlichen Dank. Ach, du hast was für mich. Weil du machst die ganze Arbeit, schickst uns jeden Tag ein Rezept auf Kölsch und hast ein neues Wort, was du uns übersetzt. Ich bin schon ganz heiser, ich habe eben so viel Lust. Bitte. Ja, stimmt. Also ein kleines Dankeschön von uns allen, weil das sind immer so kluge Sprüche und ich denke mal, das wird dir Spaß machen, das kleine Seitchen. Die Damen, jetzt muss ich doch nochmal. Warum lachst du denn jetzt, Günther? Hast du noch nie gesehen, wenn ihr das Mikro zurückerobert, oder was? Die Damen und Herren des Chores statten jetzt die Domstädter mal aus mit vielen, vielen Lebkuchenherzen.
wollte noch eine Frage stellen, bevor ihr geht. Singen die noch was? Achso, nee, dann stelle ich die Frau Inge her. Ich wollte dich nicht rausbringen. So, wir hatten jetzt gerade eine kleine Klärung nötig. Sie haben auf den Tischen ja Zettel bekommen und wir möchten als Dankeschön für unsere Chefin mit Ihnen zusammen doch O du Fröhliche singen. Ich weiß, Chefin, das passt nicht in dein Kölsche Weihnachtsprogramm, aber wir wollen es trotzdem als Dankeschön mit dem ganzen Publikum für dich singen. Monika, hau in die Tasten. Ab jetzt wird es grausam, ja. Wir haben am 21. und 22. Dezember unser Weihnachtskonzert und die Leute, die sich da ein bisschen drin auskennen, wissen, bis zu diesem Zeitpunkt haben wir 36 Satz- und Sonderproben für dieses Konzert, ohne die Auftritte, die wir in der ZIG noch gemacht haben, die denn bestehen aus erst Weihnachten, dann Karneval, dann wieder Weihnachten, oder erst Karneval und dann nochmal Karneval und dann Weihnachten in aller Reihenfolge. Das bedeutet jedes Mal eine riesen Umstellung fürs Orchester. Aber wir haben eine Vereinigung von Naturbekloppten, die sich sowas sehr gerne antun. Wer ein kurzweiliges Konzert sehen will, sollte das tun. Es macht mit Sicherheit Spaß. Und jetzt zum Abschluss für mich ein ganz besonderes Lied. Da können wir mittlerweile sehr stolz drauf sind. Da erzähle ich euch eine kleine Geschichte zu. 44 Jahre jenet uns Domstädter dieses Jahr. Es gibt noch eine Gruppe in Köln, die genau wie mir 44 Jahre alt ist. Das sind uns Blackfoes. In all den Jahren haben wir immer Lieder von den Blackfoes gespielt und hatten immer sehr viel Erfolg damit. Und mittlerweile schon vor 10 Jahren hat die Blackfoes ein Lied aus unserem Repertoire geholt und haben gesagt, Mensch Junge, das ist gut, da kann man jetzt draus machen.
Und da hat die Blackfoes draus gemacht und seitdem haben wir für dieses Lied in Köln einen wunderbaren Text. Ein wunderschönes Lied um uns, Vaterstadt, Colonia. Bei uns heißt das Lied Island Casino und bei den Blackfoes heißt das Du bist Big Stadt. Ja, wir bedanken uns bei euch, wünschen euch eine wunderschöne Weihnachtszeit, Millionen Rutsch in das neue Jahr. Wenn ihr uns Karneval seht und winken, dann immer für euch streute. Weihnachten ist ein herrlicher Zick, Karneval ist auch ganz schön. Und wenn uns Freunde rufen, die genauso wie wir Amateure sind, bei dem was zu tun, selbstverständlich kommen wir, denn auch wir sind stolz darauf, seit 44 Jahren Amateure zu sein. War mich eine schöne Abend und tschüss zusammen. Ja, der Thomas ist schon am Blättern, oder? Ich bin eben gefragt worden, wo der Chor probt. Es wollen sich über 100 Mann anmelden, habe ich gerade gehört. Der probt in Troisdorf Oberla. Aber jetzt haben wir zuerst mal wieder Dieter gerade gesagt, ab 1.1. fast laufend, noch Karneval fangen wir wieder an zu proben. Wer dann Lust hat, kann mich gerne anrufen. Ich sage ihm, wann wir proben und wo wir proben. Vielen Dank. Ja, das war eine gute Idee. Wenn wir jetzt anders spielen, werden wir überhaupt nicht mehr fertig. Also erinnern wir euch noch mal dran, dass wir in der Vorweihnachtszeit sind. Und da es auch schon das erste Mal geschneit hat, wünschen wir uns eine schöne Weihnacht und eine weiße Weihnacht. Und deswegen jetzt für euch als Zugabe White Christmas.